Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fuchs. Zweiter Bundesligaspieltag, bayerisches Derby beim FC Augsburg. Die neuen Trainer Sandro Wagner. Und bevor ich da so ein bisschen meine Einschätzung zum Spiel gebe, meinen Tipp teile und dann auch mal in die Aufstellung reinschaue. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich so tue. Und gebt den Daumen Video, ja, gebt dem Video einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ja, hypt das Video, wenn ihr es auf dem Handy schaut. All solche Geschichten. Gut, meine Einschätzung zum Spiel. Ich denke, ja, wir haben uns immer schwer getan in Augsburg, bayerisches Derby. Ähm, Derby-Charakter kam auch immer mehr auf, so die letzten Jahre, finde ich. Und ich denke, jetzt mit Sandro Wagner gibt das nochmal eine extra Prise, weil das ein sehr emotionaler Trainer ist, der natürlich den FC Bayern auch aus dem FF kennt und der mit Sicherheit den Anspruch hat, auch sich nicht hinten reinzustellen und irgendwie nur das Ergebnis zu verwalten, sondern der dem FC Bayern gerne auch zeigen will, wo der Hammer hängt. Ne? Ob er das hinbekommt, ob das möglich ist mit dem FC Augsburg, werden wir sehen. Aber von daher denke ich, dass es ein sehr interessantes Spiel wird und mit Sicherheit auch kein leichtes Spiel, weil wie gesagt, wir haben uns immer schwer getan in Augsburg. Weil Augsburg auch immer eine Mannschaft ist, die 110% gibt gegen uns. Und mein Tipp, ähm, ich schwank noch ein bisschen zwischen 3-1, 3-2 für uns. Könnte natürlich auch ein Unentschieden werden, aber ich werde kein Unentschieden tippen. Ich werd ein 3-1 tippen, weil ich gehe davon aus, dass ein Tar wieder mit auf dem Feld, dass ein Upa wieder mit auf dem Feld steht, dass Manu auch hoffentlich die Leistung hat. Die Frische hat er ja, also von daher, mein Tipp ist 3-1 für uns. Und ich bin sehr gespannt. Es kann natürlich auch komplett andersrum sein, ja, aber mein Gefühl, mein Bauchgefühl und sagt 3-1, aber mit einem sehr, sehr schwierigen Spiel. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, Bin gespannt, ob Sandro das umsetzen kann schon. Ich meine, ich habe ein bisschen natürlich verfolgt, das Pokalspiel und dann auch das Ligaspiel. In Freiburg musste er natürlich auch erstmal gewinnen. Ja, das sind auch keine einfachen Spiele, das hat er getan. Pokalspiel haben sich auch ein bisschen schwer getan, haben wir aber haben sich lange nicht so schwer getan, wie wir es getan haben. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie viel Sandro Wagner Fußball wir schon sehen werden bei Augsburg und ja, ob er uns mit seiner Mannschaft wehtun kann oder nicht. Es kann gut sein. Ja, ich hoffe es natürlich nicht. Ich wünsche Sandro Wagner, habe ich schon in der PK gesagt, alles erdenklich Gute, solange es nicht gegen uns ist. Ja, und von daher gehen wir mal rein, wie ich gegen Augsburg aufstellen würde. Klar, im Tor, ich würde auch ein Neuer ins Tor stellen. Wie gesagt, Manuel Neuer gerade eine gute Form. Ich denke gerade auch so ein Spiel, das ist auch eine gewisse Erfahrung von Vorteil und Neuer hat eine gute Form. Von daher No-Brainer. Genauso können wir vorne den Bums relativ schnell schon mal eintragen. Vielleicht mit der kleinen Überraschung. Ähm, Ihr seht, dass bei mir ein Lennart Karl auflaufen wird auf jeden Fall. Ich suche noch Heavy und ich suche noch einen Diaz. So, zack, 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 zack. Absoluter No-Brainer. Ja, den Bums können wir auch relativ kurz halten. Ich kann auch mal gucken. Ihr braucht ja nicht unbedingt da rechts die Spieler sehen, oder? Ist ja nicht, was euch jetzt maßlos interessiert. Dann seht ihr doch einfach ein bisschen besser hier. Das Feld und die Aufstellung, ja, ist doch viel geiler. So, ähm, ja, ich brauche hier keine Pfeile einzeichnen, oder? Ich denke, das sollte alles klar sein. Ich meine, wir könnten hier so einen Pfeil machen, dann müssten wir aber auch hier nochmal so einen Pfeil machen. Ähm, Genauso können wir den Pfeil machen, genauso können wir den Pfeil machen. Ja, und Heavy K müsste ich einen Kreis machen. Müsste ich einen Kreispfeil setzen, ne, wo der Mann sich überall aufhält. Also von daher. Also, was will ich damit sagen? Es ist vorne natürlich super variabel. Ja, ein Diaz sieht man schon, wie seine Spielart ist, wenn er den Ball außen kriegt.
Entweder versucht er natürlich dran vorbeizugehen, wenn der Raum da ist oder wenn es sinnig ist. Ansonsten ist es aber auch so, dass er ablegt und sich dann in die Mitte begibt und dann nach vorne rein. Deswegen diese Pfeile, ja. Er ist dann schon der Spieler, der in die Spitze stößt. Genauso ist es aber auch, dass wir manchmal die Seiten überlagern, ja. Das ist ein bisschen seltener mit dem Diaz, muss man sagen. Das ist dann meistens mit dem Zehner, dass wir die Seite überlagern, aber es ist auch manchmal, dass ein Diaz zum Beispiel auf einer Seite mit 'm Ulisse ist, das ist aber eher selten. Aber ansonsten ist es in der Regel so, dass ein Diaz entweder außen vorbeigeht, den Ball, auf 'n Kimmich legt oder auf 'n zentralen Spieler zurück und dann vorne in die Spitze geht. Ja, dass dann die Seite ein bisschen freier ist und einer mehr in der Spitze mit vorne ist. Das hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen und das hat auch bisher sehr, sehr gut geklappt. 10er, ja, ich fand Lennart Karl jetzt im Pokalspiel auf jeden Fall stärker, wie es 'n Gnabry war. Gnabry hat natürlich zu Hause gegen Leipzig ein gutes Spiel gemacht. Ich gehe davon aus, dass ein Gnabry auflaufen wird, nicht ein Lennart Karl. Ich würde mit dem Lennart Karl anfangen. Ich mache mal 'n Gnabry als Alternative rein. Aber sehr wahrscheinlich wird halt 'n Gnabry anfangen. Ich denke, die anderen 3 Spieler werden auf jeden Fall starten. Ähm, ja, hier ist es wie gehabt. Also, für mich ist 'n Olise immer noch am stärksten, wenn er über die rechte Seite kommt. Vor allen Dingen, wenn er 'n Conny Leimer hinter sich hat, ja, weil da das Zusammenspiel einfach sehr gut ist, weil Conny Leimer immer in diesen Raum reingeht hier, ja. Obwohl man sagen muss, dass das mit dem Karl jetzt auch schon ein bisschen besser geklappt hat. Wichtig ist beim Ulisse, der spielt halt auf diesen Ball hier auf diese Posi, ja, so. Der steht dann hier, hat den Ball, macht ein bisschen Faxen, so ein Spieler rückt raus und meistens ist es dann Conny Leimer, der hinterläuft oder auch durch die Mitte, durch die Halbposition geht und dann auf diese Posi durchstößt und dass er den Ball da durchsteckt, ja. Das sind Sachen, die sehr gut klappen und ja, das klappt am besten mit dem Conny Leimer. Nichtsdestotrotz geht bei mir der Conny, ich weiß es noch nicht, ob ich ihn dahin oder gleich ins zentrale Mittelfeld, gucken wir gleich mal. Werden wir ein bisschen spontan halten. Ansonsten haben wir natürlich hier das Wechselspiel, ja, das haben wir immer, dass ein Olise dann auch mal auf die Mitte geht oder auf die Halbposition und ein Karl oder ein Gnabry dann auf die Außenposition geht oder so. Das ist ja völlig normal, das brauchen wir nicht extra erwähnen. Und ansonsten haben wir Harry Kane, der natürlich in diesem Bereich unterwegs ist. Ja, der sich natürlich oft fallen lässt. Was ich mir noch ein bisschen wünschen würde, wenn sich so ein Harry Kane fallen lässt, dass ein Diaz mehr ins Zentrum geht und der Zehner auf die linke Außenbahn. Weil ich denke, Diaz hat schon gezeigt, dass er schon mit der gefährlichste ist, wenn es darum geht, im 16er da zu sein. Ja, auch wenn er jetzt im Pokalspiel ein bisschen Pech hatte mit seinen Abschlüssen. Ja, also das wäre meine Aufstellung. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Gnabry in der Startelf stehen wird. Ansonsten haben wir noch Kusi Asare, den ich natürlich auch hier eintragen werde. Ähm, mehr Alternativen haben wir jetzt hier in dem Programm nicht, aber wir haben natürlich noch den einen oder anderen Jugendspieler, der vielleicht auch auf der Bank sitzen wird und dann nochmal eine Alternative sein wird. Gut, ich park mal den Conny hier eben, oder ich nehme ihn nochmal raus. Innenverteidigung, ja, sollte Tah und Upa sein. Ich denke, das ist bisher unser stärkstes Innenverteidiger-Duo, zumindest wenn sie zusammen auf dem Feld standen. Ja, das hat mir bisher sehr, sehr gut gefallen. Und ja, Alternative ist natürlich Minjay, der natürlich jetzt wieder einen schlechteren Eindruck hatte mit seinem Einsatz gegen Wiesbaden. Aber da sahen beide Innenverteidiger dann zeitweise nicht gut aus. Wobei diesen Zweikampf darf Minjay halt nicht verlieren. Diesen Kopfball darf er nicht so verlieren vom zweiten Tor. Punkt. Da gibt es auch keine Ausrede, da gibt es nichts, wo man sagt, da ist jetzt der Sechser dran schuld. Der Sechser ist dann dran schuld, dass der andere Spieler einfach durchläuft und nicht aufgenommen wird von irgendeinem der Sechser oder Achter. Das ist richtig, deswegen sahen die Innenverteidiger teilweise ein bisschen schwierig aus. Aber er darf diesen Zweikampf nicht verlieren. Ja, das kannst du dir, das war ein Drittligist. Sorry. Ja, das geht nicht. So, deswegen für mich klar Opa und Tah gerade die Nase vorne. Ich habe es schon mehrfach gesagt, für mich gehört Stunny auf die rechte Seite. Einfach, ja,
Ich denke, ein Stunny kann genauso die Wege machen hierhin, wie es ein Conny Leimer macht. Genauso kann Stunny aber auch diese Wege auf die Halbposition machen. Das zeigt er auf der linken Seite. Des Weiteren hat Stunny aber auch die Qualität zu sagen, erstmal könnten wir einen Dreieraufbau spielen, ja. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich werde einen Conny Leimer auf die linke Seite stellen. Ja. So, Conny Leimer ist aber dann öfters auch im Mittelfeld, was aber auch kein Problem ist. Du kannst den ganzen Bums dann so stellen. Ja. Das ist dann die starke Seite, die rechte Seite, und dann hast du eine Dreierkette im Aufbau. Da braucht sich kein Kimmich in irgendwelche komischen Räume fallen lassen. Da braucht sich kein Goretzka fallen lassen. Es kann einfach ein Conny Leimer ins Mittelfeld aufstoßen, wo er eh seine Stärken hat, wenn wir im Ballbesitz sind. Und genauso ist es, wenn wir nicht im Ballbesitz sind. Entweder kriegt man die Viererkette geordnet, ansonsten sollte es auch nicht das Problem sein, dass sich auf diese Position dann einer der Sechser erstmal fallen lässt, bis ein Conny Leimer wieder da ist. Ja. Für mich ist halt wichtig, dass wir eine dauerhafte, was ist denn los mit meiner Stimme, ey? Stimme ist broken. Für mich ist einfach wichtig, dass wir eine dauerhafte Lösung jetzt mal auf der rechten Seite haben. Und die ist für mich nicht Conny Leimer. Ja, so stark er nach vorne ist, so gut das Zusammenspiel mit einem Olisse mittlerweile ist, weil sie viel zusammengespielt haben, so schlecht ist er in der Defensive. Ja, da ist ein Stunny aber viel, viel weiter vorne, und von daher, für mich ist es einfach an der Zeit, dass sich ein Stunny mit dem Olisse einspielt. Stunny hat übrigens auch eine sehr, sehr gute Flanke, meiner Meinung nach. Ist defensiv auf jeden Fall der Stärkere, aber natürlich nicht auf der linken Seite. Er gehört auf die rechte Seite. Ja, Punkt. Ich weiß nicht, was unser Trainer an Conny Leimer gefressen hat auf der Rechtsverteidiger-Posi. Ich habe es gerade schon gezeigt, das kann auch zu einer Dreierkette werden, das sollte nicht das Problem sein. Und ein Conny Leimer kann auch von dieser Posi hier in diese Position starten und auch hier in diese Position starten. Das soll gar nicht das Problem sein. Ja. Das kann Conny Leimer, er hat es ja auch schon gespielt, mal Linksverteidiger bei uns. Aber du hast mit dem Stunny halt einfach dann die Möglichkeit, dass er sich wohler fühlt, was seine angestammte Pose ist, und er natürlich dann auch hier den Innenverteidiger-Part mal übernehmen kann, wenn einer der Innenverteidiger mal nach vorne prescht, was ja auch mal passieren kann. Ich verstehe es nicht, warum man das nicht tut. Ja, warum sich die Seite nicht einspielen kann, darf, soll, weil das ist einfach die Seite. Ja. So, was ist, wenn Davis wieder da ist? Was passiert dann? Bleibt dann Conny Leimer Rechtsverteidiger und Stunny geht auf die Bank oder was? Ich meine, Ito kommt auch wieder. Ito ist dann auch eher ein Linksverteidiger oder ein Innenverteidiger. Also da ist kein Platz auf der linken Seite für einen Stunny. So. Stunny ist ein Rechtsverteidiger, und dann lass ihn doch auf der Rechtsverteidiger-Posi spielen und lass doch den temporären Spieler, wie es ein Conny Leimer nun mal ist, dann auf dieser Posi, lass ihn da spielen. Ja. Geht in meinen Kopf nicht rein, von daher würde ich nicht müde werden, das ist so rum aufzustellen. Ja. Sei denn, Guerrero findet sich mal, kommt mal ein bisschen klar, dann kann man auch mal über einen Guerrero reden als Linksverteidiger. Dass er das aktuell nicht ist, hat er wieder im Pokalspiel gnadenlos gezeigt. Genauso wie es ein Boe, die andere Alternative auf der Rechtsverteidigerposition, ist es auch nicht. Ja, Punkt. Ja. Das hat auch keinen Mehrwert. Von daher Stunny dahin und gut. Ja, jetzt kommen wir zu unserer Problemzone. Das ist das zentrale Mittelfeld. Tom Bischof leider nicht anwesend, verletzt. Kimmich hat noch nicht die Topform. Er wird Spiele brauchen. Von daher, ja, kommen wir um Josh leider nicht drum herum. Ich denke, er muss sich seine Fitness ein bisschen durch die Spiele holen. Ansonsten haben wir die Wahl zwischen Goretzka und Pavlovic. Das war beides, alles gerade mehr schlecht als recht. So, ja. Ich würde einen Pavlo aufstellen, einfach im Hinblick darauf, dass er der jüngere Spieler ist, der ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial hat, und wo das Zusammenspiel auf jeden Fall einen Tacken besser war mit Kimmich. Ansonsten kannst du natürlich aber auch Goretzka und Pavlo aufstellen. Kimmich war bisher jetzt auch nicht so überragend, als dass du ihn da unbedingt brauchst. Von der Form her, deswegen mal Goretzka hier auf beide Posi als Ersatz reingenommen. Ist auf jeden Fall gerade unsere Problemzone. Ja. Wie gesagt, ich würde einen Goretzka gerne mal als klaren Sechser bei uns sehen. So, das würde ich mir mal angucken wollen. Gerne auch dann mit dem Zug, den er hat. Wenn der Raum da ist, wenn der Platz da ist, dann kann er auch von der Sechserposition durchziehen. Ja.
wie gesagt, wir haben ja gerade das den großen Luxus, dass wir dann so einen Conny Leimer hier rumdümpeln haben. Der kann halt auch auf diese Mittelfeldposition rücken. Wir können hinten auf die Dreierkette rücken. Und dann kann so ein Goretzka von der klaren Sechserposition auch mal durchstarten, wenn die Zeit dafür da ist, ja. Aber mit dem Kimmich auf dieser Sechserposition ist die Sechserposition immer viel zu verwaist. Ja, das muss man mal sagen. Ähm, Ich hoffe, das wird, oder was heißt, ich hoffe, es muss gegen Augsburg besser werden. Ich glaube, Sandro Wagner ist schlau genug, das zu sehen, ja, und genau diese Räume zu bespielen. Genauso wie er sehr wahrscheinlich den Conny Leimer Raum bespielen wird über die rechte Abwehrseite, weil wir da auf jeden Fall unsere Schwächen haben. Ähm, ja, that's it. Ja. Pavlovic ist ähnlich wie Kimmich. Pavlovic muss einfach sein Selbstverständnis, seine Form ein bisschen wiederfinden. Vielleicht stört ihn auch die Maske ein bisschen, keine Ahnung, kann alles gut sein, ja. Ähm, Ich würde auf jeden Fall so starten. Ich gehe davon aus, dass ein Goretzka neben Kimmich auflaufen wird in der Startelf. Ansonsten wird die Elf schon relativ gleich sein, weil wir haben halt, uns fehlen halt einfach auch die Alternativen. Ja. Weil das ist das Spielermaterial oder was wir gerade haben. So, ja. Davis ist verletzt, können wir nicht bringen. Ito ist verletzt, können wir nicht bringen. Musiala ist verletzt, können wir nicht bringen. Und Tom Bischoff ist verletzt, können wir nicht bringen. Das sind 4 Spieler, die uns fehlen. Und von daher ist das Spielermaterial. Ja. Und von daher wäre das meine Startelf. Und that's all, Leute. Das war's. Ich wünsche euch ein super gutes Spiel, hoffentlich. Ich denke, es wird ein interessantes Spiel. Hoffentlich kriegen wir die PS auf dem Rasen. Dann sind wir natürlich ich meine, wir sind eh der klare Favorit, aber dann wird es auch sich im Ergebnis widerspiegeln. Mein Tipp ist 1:3, wo mein Bauchgefühl ein bisschen zweifelt, aber ich bleibe dabei. Und ich wünsche euch ein super duper Wochenende. Leute, hoffentlich mit einem guten Spiel. Und wir hören uns nach dem Spiel wieder mit meiner Benotung. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Denkt am Montag, 18 Uhr Livestream. Wir haben ja einige Themen aufzuarbeiten. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.